Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Eclipsium. Wir sind wieder auf dem Weg, wo wir gestern aufgehört haben. Falls ihr euch fragt, ja, Moment, hier haben wir aber nicht gestern aufgehört. Das stimmt. Ich habe dann einfach das Spiel zugemacht. Und man startet dann am letzten Rücksetzpunkt. Das Spiel ist sehr gönnerhaft oder so mit Rücksetzpunkten, sprich, man muss da nie weit zurücklaufen. So, falls ihr euch erinnert, wir sind in dieser Fabrik, ich weiß nicht, ist es ein Schlachthaus oder so, die Richtung, sehr Industriegedönse-artig. Ist da? Nee. So. Und wir müssen jetzt wohl darüber. So. Hier kommen wir nicht weiter. Also, ja. Aber wenn wir nicht gegen die Schweine anlaufen können, dann lauf mit ihnen. Habe ich mir so gerade gedacht. Aber nur so lange, bis du einen Hebel findest. Ist natürlich gelogen. Nicht nur so lange, sondern länger. Bring die Säue einfach dazu, das zu wollen, was du willst. Und ich will in diese Richtung da. So, hier sind wir, glaube ich, hergekommen. Und das hier sollte jetzt der Weg sein, wo ich gerade eben reingeguckt habe. Sehr schön, das hat funktioniert. Wunderbar. Okay. Da drüben ist nichts außer Nebel. Ich hoffe, dass wir hier irgendwie rauskommen. Also das ist bisher das bedrückendste Setting. Aha. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, aber da ist ein Weg. Ich gehe den mal hinterher. Holla. Es scheint voll runter zu gehen. Wieso ist dieser Gang hier beleuchtet? So, ich muss mal hier. Jetzt werden die Gänge auch noch enger. Ist jetzt schon schlimm genug, dass ich hier nix für Leute mit einer leichten Klaustrophobie. Okay, ich kann hier irgendwie nichts mehr sehen. Wo war die Fackel? Na komm, komm, drauf. Nö, nicht balancieren, bitte nicht balancieren. Okay, das Spiel triggert gerade ziemlich viel Sachen in mir. Angst vor Dunkelheit habe ich nicht, das fehlt mir gerade noch. Aber Angst vorm Balancieren in Videospielen, Angst vor engen Wänden, Angst vor geringer Deckenhöhe habe ich jetzt hier zum Glück auch nicht. Aber das hier ist jetzt gerade nicht so das Wahre. Naja, okay, es ist kein Balancieren, es ist... Oh, ja.
Okay. Was habe ich gerade gesagt? Von engen Wänden und geringer Deckenhöhe? Keine Ahnung, komme ich hier... Nee, ich kann hier nur kriechend. Ich komme hier nur kriechend durch. Also die... Irgendwas mit meiner Schneidehand einschneiden geht nicht. Könnte ich nicht wenigstens widerstehen? Also nicht widerstehen, aber widerstehen. Dass ich hier nicht so rumkraxeln muss. Ja, okay, nee, kann ich nicht. Es gibt Momente im Leben, wo ich sehr froh drum bin, dass ich keine Angst vor Dunkelheit habe. Ja, auch wenn das hier eine verpixelte Dunkelheit ist, aber... Also angenehm ist das nicht. Okay, da ist zumindest mal eine Leiter. Das lässt mich hoffen, dass ich hier... Jawohl, hopp, hoch damit, hoch damit. Da kraxel ich lieber. Ist es ne. Das ergibt gar keinen Sinn. Es ergibt hier alles keinen Sinn. Okay, ich glaube, wir sind bald oben. Ich hoffe es. Okay. Aber jetzt. Hoffentlich ist das kein Gasrohr. Jetzt habe ich irgendwie gleich ein Problem. Laber nicht, ich bin doch nicht mehr in dieser Metzgerei, ich bin doch jetzt ganz woanders. Was ist das hier? So, ich gehe höher. Okay. Sorry, wenn das Hirn denkt, man fährt runter. Aber drumherum bewegt sich alles nach unten. Was ist hier los? Warum sollte ich da... Junge, wie beweglich ist meine Hand? Okay, das war jetzt mehr als unerwartet. Nö, alles soweit. Okay. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Auch das war keine gute Idee.
kann man nur auf die Idee kommen, sich an so einen Haken zu hängen? Das ist sehr, sehr dumm. Das ist sehr, sehr dumm. Ja, genau. Zurück, zurück, zurück. Nein, 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 nicht. Einfach zurück, zurück. Ich glaube, das war eine dumme Idee. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gelandet bin. Das ist aber nicht mehr die Fabrik, oder? Das ist hoffentlich nicht mehr die Fabrik. Ist jetzt nicht dein Ernst, Junge. Was ist das? Ich mach mal jetzt nicht dieses Ding ins... Ich steck's mir in die Tasche. Ich schau, ob das gut oder schlecht ist. Es hat sich doch ein bisschen was verändert. Ich glaube, wir sind raus. Also, da sind wir runtergelaufen. Ich hoffe, dass wir da jetzt hochlaufen dürfen. Ich probier's mal. Ich hoffe, dass das der richtige Weg ist. Ich will nicht nochmal da rein. Auf keinen Fall. Was haben wir da gerade gekriegt? Also wir haben ein Auge geopfert und haben dafür komische Schwurli-Wurli-Murli-Glaskugel gekriegt. Mit einem Jesus Dingens drin. Was ist denn hier los? Kann ich da hochgehen? Das sah es doch aber vorher nicht so aus. Da war doch einfach nur ein Wald. Hm. Okay. Kommt dieser Weg hierher? Da drüben ist ein hoher Turm. Der... Hallo? Da vorne ist ein Baum. In 3 Metern Höhe. Hier geht es nicht weiter für mich. Da runter? Das scheint der falsche Weg zu sein. Es geht hier nicht weiter.
Okay, dann muss ich wohl doch diesen Waldweg da unten entlang gehen. Ganz ehrlich, der sieht auch deutlich... Der sagt mir deutlich mehr zu. Ich laufe doch 5-mal lieber einen schönen Waldweg entlang, wie irgend so ein rostiges Dingsbums, was hier eigentlich gar nichts verloren hat. So, hier, Waldweg. Das ist ein bisschen verbrannt. Aber grundsätzlich wenigstens irgendwie ein Waldweg. Wieso wird es jetzt hier so dunkel? Moment. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, ich habe den Ausgang verpasst. Ich hänge gerade hier fest. Das soll ich es nochmal oben rum probieren? Gibt es hier irgendwo einen anderen Ausgang? Wir probieren es nochmal hier hoch und gucken uns hier so mal um. Also unten sind wir nicht weitergekommen. Hier aber wohl auch nicht. Dann gibt es noch einen dritten Weg. Und der würde aber heißen, zurück. Ich komme hier nicht weiter. Zurück zur Fabrik. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Ich war doch froh, dass ich weg war. Moment. Sein kann. Zurück zur Fabrik. Passt mir gar nicht. Hier kann ich auch nicht hoch. Ich kann mich unten drunter. Also Klimmzug-Style geht aber nicht, oder? Oh, hopp. Nee. Ich will da eigentlich nicht hin. Oder führt da drüben ein Weg hin? Nicht, dass ich eine falsche Abzweigung genommen habe und muss nochmal komplett durch die Fabrik oder so. Das wäre nicht gut. So, ich gehe hoch bis an diese, ich sag mal, Kreuzung, wo ich eben rausgekommen bin. Da werde ich mich dann noch mal ein bisschen umgucken. Da, hier. Das da ist die Kreuzung. Ich will da nicht runtergehen. Das war eklig da unten. Das war einfach nur eklig. Aber ich muss wohl. Okay. Ist hier noch ein anderer Weg? Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme. Ich kann es probieren, aber ich... Nein. Hier komme ich nicht weiter.
Wo liegt der Ausgang? Wo liegt der Ausgang? Was genau habe ich verpasst? Also, da war ja mal gar kein Platz, ja? Also, da war auch nix. Nein. Hier unten kamen wir definitiv her. Das ist die Rückseite dieser grausigen Fabrik da. Es muss irgendwo im Wald weitergehen. So. Der Weg vorhin auch schon so lang. Der Weg der Schande ist immer lang. Falls jetzt der eine oder andere sagt, tja, hast dich verlaufen? Nein. Ich habe eine alternative Wegfindung. Ich verbessere meine Ortskenntnis. Und ich war mir noch nicht sicher, ob sie gut genug ist. Deshalb bin ich den Weg jetzt 3-mal gegangen, ja? Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich schon alles so verinnerlicht habe, wie ich das gern hätte. Das ist ganz was anderes. Also auf jeden Fall ist hier ein recht kleines, schmales Geländer. Ich hüpfe jetzt einfach überall runter. Ha! War ein guter Plan. War es ein guter Plan? Ja. War ein guter Plan. War ein sehr guter Plan. Hoppala. So, da oben ist zu. Oder? Also wenn ich an meiner Stelle wäre, würde ich jetzt da nicht hinlaufen, denn da ist auch eine komische Wand. Und nicht nur eine Wand, da ist eine Mauer. Siehste? Habe ich doch gesagt. Ich wollte nur noch mal genau gucken, ob ich mir trauen kann. Ja. Ich bin eine vertrauenswürdige Person. Nur nicht in allem. Aber in vielem. Und ich als vertrauenswürdige Person sag, wenn du nicht weißt, wo du bist, folge dem Licht. Nicht? Gut. So, gehen wir jetzt da runter. So. Okay, da hoch kann ich wohl nicht, aber ich kann da unten ans Wasser. Ist da vielleicht... Okay. Hier. Aber wenn wir schon mal da sind, dann will ich auch mal einen Blick aufs Meer erhaschen. Vielleicht diese Lampe hier mitnehmen. Geht nicht. Ah. Nee, wir lassen die Lampe besser an. Vielleicht kommt da irgendwann ein armer Seefahrer und ist froh, wenn die Fackel der Weisheit lichterloh brennt. Oder so. Okay. Wir steigen jetzt aber nicht auf den brennenden Holzturm, oder? Ja, okay, der brennt nicht. Der ist nur gut beleuchtet. Okay. Also von da drüben hat es halt so ausgesehen, als würde dieser Turm hier brennen. Ach so. Haha. Der wird nur hübsch angestrahlt. Für die ganz Doofen. Also mich.
Ja, ist mir schon klar, dass ich auf den Turm will. Ich will mich halt nur hier umgucken. Kann man hier auf 2 Arten... Ja, komm, ich muss auf den Turm. Also, ganz oben auf dem Turm führt kein Weg mehr runter. Also ist das quasi eine Sackgasse. Also muss ich da auf jeden Fall gucken. Außerdem hat man ja eine gute Aussicht auf so einem Aussichtsturm. Ist das so ein Turm, wo man mit Waldbrände beobachtet? Da hättest du da drüben in Mordor aber ordentlich was zu sehen, sag ich dir. Das sieht halt wirklich aus wie so ein Turm, wo man Waldbrände beobachtet. Firewatch nennt sich das übrigens. Gibt's ein sehr gutes Spiel darüber. Könnt ihr ja bei Gelegenheit mal auf meinem Kanal hier vorbeisehen. Unbezahlte Werbung. Ja. Was genau hast du vor? Nein. Ja, das ist gut. Was ist denn hier los? Was war denn das? Warum? Warum macht das Spiel sowas mit mir? Ich hab denn doch nichts getan. Okay, wir müssen... Wir müssen runtergehen, gucken, was da unten los ist. Okay? Gut. Auf geht's.